When everything is on, we light a candle. We're breathing really slow with artists. We're waiting for the dawn with empty bottles. You turn around when I wanna kiss. I try to reach you. Guten Morgen, Reisefreunde. Eine tolle Nacht, ruhig, nur Vogelgezwitscher und wir sehr früh wieder hell, haben wir hinter uns. Und heute Morgen muss ich dann auch die Hängematte mal noch einweihen. Ich glaube, das ist so der Traumspot schlechthin, den wir überhaupt uns für Schweden vorgestellt haben. Eine kleine Landzunge, nur für uns alleine mit Feuerstelle, mit Kanu-Paddeln, mit See, mit Hängematte und vor allem mit nur wenigen Stechmücken. Wobei ich dazu sagen muss, war ein bisschen dumm, gestern das Fenster noch offen zu lassen. Naja, ich gehe auf die Jagd. Und was wir heute machen, das seht ihr nach dem Intro. What's standing in front of you will hit you like a domino. If silence what you are, then please remember my kiss will not be hanging forever. Craving for your love since last November, but you turn around when I wanna talk. Oh, when you need me, time has changed. Maybe I'm the one being silent when you just wanna talk. Ja, diese Straße hatte es ziemlich in sich, wobei der Zustand, der war hervorragend. Aber es gibt halt auch einige Baustellen daran und das Problem ist, dass die LKWs mit dem Schotter, den die da nach hinten führen, so schnell fahren, wenn die dir entgegenkommen, da hast du ein richtiges Problem. Das ist uns jetzt zum Glück nur einmal passiert, aber einmal reicht auch fürs Herz vollkommen aus. Wir verlinken euch die Straße mal unten und schreiben das nochmal hin, weil hier lang zu fahren durch den Glaskogen, durch diesen Glaskogen Naturreservat, das lohnt sich echt richtig und es gibt immer wieder Wegweiser, wo man Kanu wandern kann und so weiter. Wir fahren jetzt erstmal auf den Campingplatz, wir brauchen dringend eine Waschmaschine und werden uns da darauf vorbereiten und wahrscheinlich dann, der sollte direkt am See liegen, wahrscheinlich dann von dort her noch ein bisschen mit dem Kanu unterwegs sein. Kommt ihr mit? You like a domino. Angekommen! Wir sind auf dem Camping Wimmerviken und das ist ein Tipp von Sandra Angelstein. Herzlichen Dank dafür. Leider sind wir ein bisschen vor ihr da, weil sie hat uns vor kurzem auf Facebook geschrieben, dass sie eigentlich dieses Wochenende hier wäre. Aber heute ist erst Dienstag und obwohl es hier sehr schön ist und wir problemlos so lange bleiben könnten, glauben wir nicht, dass wir so lange hier sein werden. Der Grund, warum wir auf einen Campingplatz gefahren sind, das gibt eigentlich nicht nur einen. Es gibt mehrere, ja. Einen davon, den zeigen wir euch jetzt gerade mal. Ich muss nämlich schauen, ob sie trocken ist. Eingecheckt haben wir ja bereits. Das Coole an dem Platz ist, man darf sich halt selber aussuchen, wo man stehen möchte. Es gibt sehr verteilt einzelne Parzellen, man kann eher gemeinschaftlich stehen. Sowas mögen wir ja sehr an einem Campingplatz. Die Rezeption klein gehalten, aber eine sehr nette Betreiberin. Und der Platz, der kostet 20 € und gewaschen haben wir schon. Das kostet je 30 schwedische Kronen, also etwa 3 € pro Maschine. Es gibt auch, natürlich gibt es Duschen, für die braucht man einen solchen Jettor, das heißt 10 Kronen und kann dann 8 Minuten duschen. Toiletten, Abwaschmöglichkeiten, kleine Küche, da hinten gibt es noch eine große Küche, diverse Sitzmöglichkeiten, Angeln, Kanufahren, man kann hier einfach alles machen. Ach ja, ein Wanderweg führt ja auch direkt hier vom Platz weg. Fähr- und Entsorgung, aber jetzt muss ich mal schauen, ob meine Wäsche trocken ist. Trockner kann man sich bei dem Wetter ja sparen, Sonne scheint und der Wind geht wie blöd. Dazu ist die Waschmaschine cool, die hat so stark geschleudert, es war schon praktisch trocken. Ja, sind wir wieder sauber für die nächsten paar Wochen. Manchmal verstecken sich hinter Schränken wahre Schätze.
Aufhören. Und Spiegel. Wink mal von hinter der Kamera. Jetzt gehen wir mal noch die Küche anschauen. Da waren wir noch nicht. Exchange-Bibliothek. Bin dann mal weg. Cool. Mit Sitzgelegenheit. Was ist da oben? Wahrscheinlich Spielen oder so. Ja, und hier hat es tatsächlich eine komplett eingerichtete Küche. Könnte auch ein kleines Ferienhaus sein. Cool. Wo ihr mich findet, wisst ihr ja jetzt. Deutsche Bücher. Ich bin ein Kapitel vor Ende vom nächsten Buch. Hast du nicht sogar extra Bücher zum Tauschen mitgenommen? Gib's Ja, doch zu. habe ich. Das ist korrekt. Gewächst einem ja das Gras über den Kopf. So, komm, gehen wir zurück. Where you been? Where did you go? I wonder if you found what you're looking for. Wonder if you found what you're looking for. Heute habe ich mal wieder einen Berufswechsel vor. Ich werde zur Friseurin. Schnipp, schnapp, Haare ab und ich teste jetzt gleich mal die Duschen. Hier, Steffi hat das wieder super gemacht. Seit nunmehr 1,5 Jahren schneidet sie mir die Haare und erleichtert mir so das Leben. Ich finde das so cool, dass ich nicht mehr zum Friseur gehen muss und ich würde definitiv auch zu Hause nicht mehr zum Friseur gehen. Ich weiß gar nicht, warum wir das nicht schon früher angefangen haben. Wie macht ihr das auf Reisen? Vor allem, wenn ihr länger unterwegs seid. Lasst jetzt einfach wachsen, schneidet ihr selber oder wie macht ihr das? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich gehe so lange duschen und nachher... Noch einmal ringsherum. Und nachher machen wir etwas, was wir schon ganz, ganz lange hätten tun sollen. Und was ich damit meinte, dass wir endlich mal etwas erledigen sollen, das habe ich schon vor ein paar Tagen angekündigt. Und zwar müssen wir hier die Flaggen mal noch ergänzen. Ich habe euch die unten ja schon mal verlinkt. Die sind von What a Bus, von den Bloggern. Und ich finde die super cool. Wir haben die eigentlich viel zu spät dran gemacht. Aber immerhin haben sie noch dran gedacht. Ich würde mal sagen, das ist Dänemark. Was meinst du? Ja. Gut, dann machen wir den drauf. Jetzt ziehe ich den ab. Ja, dann tauche ich den jeweils kurz in Seifenwasser. Spüli. Genau so. Und dann kann ich den nämlich einfach, wenn ich den drauf gemacht habe, schön noch so ein bisschen verschieben, dass der dann auch passt. So, perfekt. So, jetzt passt's. Den erste. Wir haben da ja noch Schweden. Schon gefunden. Schön abziehen. Und das Allergeilste an diesen Klebern ist ja, das What a Bus Logo ist überall drauf. Also man kann die Kleber eigentlich nie irgendwo krumm oder verkehrt draufkleben. Das ist super praktisch. So, jetzt streiche ich den nachher noch so ein bisschen ab. So, und jetzt sind es 35, aber noch nicht auf dem ganzen Auto. Ihr wisst alle, wir haben noch einen zweiten Ort und das müssen wir jetzt auch noch kurz ergänzen. Und zwar schreiben wir hier ja seit Beginn die Länder auch drauf. Und ganz lustig, in einem der letzten Videos hat jemand geschrieben, Luxemburg sei falsch geschrieben, das sei ein N statt ein M. Und Steffi kann das bezeugen. Ich habe ist Louis Saukraken. Ich habe wohl die schlimmste Schrift überhaupt. Seht ihr das da? Da ist das erste. Genau. Das und jetzt ergänzen wir Bogen. erstmal noch das 34. Land, das wäre dann... Muss auf die andere Seite kommen. Der Linkshänder ist am Werk. Das wäre dann Dänemark. Und als nächstes dann noch Schweden. Das ist immer total lustig, wenn wir irgendwo an der Ampel stehen und die Leute das zeigen. Ja, und das müssen wir jetzt auf beiden Seiten machen. Also gehen wir noch kurz rüber. Ich weiß bald gar nicht mehr, wo ich weiterschreiben soll. Ja, allzu viel kommt dann ja nicht. Dänemark.
Wer von euch ist Linkshändler und kennt das Problem, dass man hier jetzt nicht einfach in einem Wusch drüber schreiben kann? Das ist so mühsam, weil wenn ich jetzt einfach drüber schreibe, ist nachher alles schwarz und das Auto verschmiert. Aber ich würde mal sagen, wir verschieben uns noch kurz nach drin, dann möchte ich euch auch noch was zeigen. Wir haben uns nach drin verschoben und habt ihr schon mein Schmuckstück gesehen hier drüben. Wir haben einen Spielplan aufgehängt für die Fußball-WM, die darf natürlich auch jetzt unterwegs nicht fehlen. Und wir tragen dann jeden Abend die Resultate ein, dass wir auch wissen, wie steht, wer weiterkommt und so weiter. Richtig cool. Haben wir auch so ein Sportbild, die lese ich ganz gern. Aber um das geht es jetzt nicht, sondern es geht darum, warum wir zwischendurch auch einmal auf einen Campingplatz gehen, weil wir nämlich alle unsere Geräte aufladen müssen. Klar, wir haben Solar, aber so wie es jetzt gestern war, konnten wir nicht viel laden und wir haben mittlerweile ein ganzes Arsenal voll Dingen, die wir einfach aufladen müssen. Da wäre einmal vom Feuerdesign Tischgrill der Lüfter. Ja, den muss man aufladen. Dann sind unsere zwei Handys, Samsung Galaxy S7, brauchen auch immer einen Haufen Strom. Dann haben wir unseren heißgeliebten Anker, ohne den gehen wir sowieso nie aus dem Haus, weil das ist sehr, sehr wichtig für uns, dass wir unterwegs auch immer Strom haben. Eine Powerbank, die haben wir immer mit dabei. Dann haben wir eine Boombox. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum? Wir hören mittlerweile mit der Boombox vorne in Karl Musik, weil die Musikanlage in Karl ist so schlecht, dass das geht einfach nicht. Wir brauchen die Boombox, um richtig gut Musik hören zu können. Dann haben wir seit neuestem mit dabei zwei GoPro-Kameras. Vielleicht ist es den einen oder anderen von euch schon ausgefallen, dass wir mittlerweile so Dashcam-Videos machen. Wir haben 2 Stück von diesen GoPro Hero 5 und die sind ganz, ganz speziell für uns. Die haben wir nämlich sozusagen gesponsert bekommen von Beat Kählin von BRK News. Er macht die spektakulärsten News-Videos in der Schweiz und hat auch einen eigenen News-Kanal auf YouTube. Den findet ihr jetzt hier oben. BRK News, schaut mal vorbei, wenn ihr Blaulicht interessiert seid, findet ihr da immer die neuesten News rund um die Schweizer Blaulichtszene. Vielen, vielen lieben Dank, Beat, dass du uns mit diesen ausgestattet hast. Die erleichtern uns das Leben so richtig momentan, vor allem gerade 2 Stück. Und dann machen wir die jeweils so ans Auto dran, das habt ihr sicher schon mal alle gesehen. Dann haben wir Steffis Kamera, eine Sony Alpha. Die ist natürlich überlebenswichtig für unseren Blog und nicht zu vergessen für den Newsletter. Jeden Samstag gibt es unseren Newsletter für alle, die neu dazugekommen sind und das nicht wissen. Wir verschicken jeden Samstag einen exklusiven Newsletter, einen Einblick in unser Leben, einen Rückblick auf die Woche. Und das könnt ihr auch hier oben abonnieren, eintragen. Wir schreiben euch den Link auch unten in die Infobox rein und da freuen wir uns über zahlreiche Anmeldungen natürlich auch immer. Und zu dieser Kamera gibt es dann natürlich auch noch Ersatzakkus, weil mit einem Akku kommt man ja natürlich nicht klar und darum laden wir jeweils auf den Campingplätzen wirklich alles auf. Das sieht dann jeweils sehr, sehr lustig aus. Wenn dann alles hier drin steckt, das dürfen die Campingplatzbesitzer jeweils gar nicht sehen, weil wir brauchen so viel Strom für den, das ist fast unglaublich. Dann haben wir hier die Drohne, die kennt ihr auch alle, DJI Spark, haben wir seit gutem halben Jahr mit dabei. Ist auch sehr, sehr wichtig, wir dürfen sie nicht immer fliegen, Dänemark war so eine Sache. Haben wir 2 Akkus dafür und die müssen natürlich auch immer aufgeladen werden, sehr, sehr wichtig. Dazu bei der Drohne, was viele vergessen, man muss bei der Drohne nicht nur die Drohne aufladen, sondern dazu gehört auch noch die Fernsteuerung. Die braucht auch Akku und die muss man auch separat aufladen. Dann haben wir weiter natürlich unsere Laptops. Einmal den Lenovo Laptop, ein Windows Computer von Steffi und von mir einmal der Schnittcomputer, ein MacBook. Wir haben extra 2 unterschiedliche Ausführung, einmal Windows, einmal Mac, weil eins geht immer nicht, ihr kennt das. Dann haben wir noch die Backup-Kamera, unsere alte goldene Kamera, die Canon G7X, die schon x-mal runtergefallen ist, aber immer noch als Backup taugt. Kommt nicht mehr viel zum Einsatz, weil das Schmuckstück, das hält ja Steffi momentan in der Hand. Das ist die Lumix GH5. Wir können sonst gerade mal kurz, ich würde sagen, wir wechseln gerade mal kurz die Kameras. Jetzt seht ihr wahrscheinlich auch gleich den Qualitätsunterschied. Steffi hat jetzt die Canon G7X in der Hand. Das ist unser neuer Schmuckstück, die Lumix GH5 von Panasonic. Die beste Kamera, die wir zum Vloggen je hatten. Wir haben sie langsam aber sicher auch so richtig im Griff. Macht richtig viel Spaß, vor allem die Slow-Motion-Aufnahmen. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, mit den Aufnahmen übertreibe ich es teilweise ein bisschen, aber es macht einfach super viel Spaß. Dann haben wir hier das neue Rode Mikrofon, das wir jeweils oben drauf machen und von dem kommt jetzt auch der neue super gute Ton.
weil jetzt haben wir keine Probleme mehr mit dem Wind. Das ist natürlich auch super praktisch. Und zu dieser Kamera gibt es natürlich auch Ersatzakkus. Ihr seht es, wir haben ein riesen Arsenal und ich glaube wahrscheinlich, das war auch noch nicht lange noch nicht alles. Nee, Funkgeräte wären ja zum Beispiel auch noch irgendwo. Wir haben noch Funkgeräte mit dabei und sonst noch Dinge. Die brauchen wir oft zum Filmen, wenn jemand draußen ist und der andere fahren muss. Genau, und so kommt halt ganz viel zusammen, was wir jeweils aufladen müssen. Ihr seht es. Und wenn wir losfahren von den Campingplätzen, dann ist immer das Ziel, dass alles aufgeladen ist. Und ja, wenn euch die ganze Packliste interessiert, was wir alles mit dabei haben an Technik und so weiter, dann findet ihr das in der Packliste. Link findet ihr hier oben oder direkt unten in der Infobox. Das waren jetzt 3 Gründe, warum wir heute auf dem Campingplatz sind. Wäsche waschen, Haare schneiden und mit dem Haare schneiden, das ginge ja auch irgendwo, aber das danach duschen können und das Wasser dann halt nicht irgendwo hier alles selber voll mit Haaren zu haben, das war also Grund 2. Genau, und dann alles aufladen ist Nummer 3, das ist sehr, sehr wichtig, das machen wir vielleicht einmal in der Woche, dass wir dann wirklich alles aufgeladen haben. Aber ich würde sagen, das war es jetzt von diesem kurzen Überblick. Ich lade jetzt weiter auf, dass alles voll ist und danach zeigen wir dann noch, was wir zum Abendessen machen. Das ist nämlich der 4. Grund. Brauchen wir auch Strom, das ist dann der 4. Grund. Die Vorbereitungen für die Lasagne laufen. Erstmal alles klein schnibbeln und dann was Großes draus machen. Ja, und für was brauchen wir jetzt einen Strom? Na, um Lasagne zu backen. Wir haben doch einen kleinen Ofen dabei. Klar könnte man Lasagne jetzt auch im Omnia ausprobieren. Haben wir ehrlich gesagt noch nicht gemacht, standen wir aber ganz kurz davor. Nur sind wir jetzt ja auf den Campingplatz gegangen. Jetzt haben wir Strom und jetzt kommt unser kleiner Ferrari, der als Marke gar nicht Ferrari heißt, aber halt so ähnlich, zum Einsatz. Und dann werden wir da drin lecker Lasagne machen. Louis die klassische Form, ich mag lieber eine Spinatlasagne. So, die erste, die ist gleich bereit für in den Ofen. Der Ferrari ist da. Ja, Ferrari. Ja, da steht Ferrari oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall was Italienisches. Und da er uns ganz oft Pizza oder Lasagne backt, ist er einfach der Ferrari. Und er ist rot. Ihr wollt ja immer alle das Ergebnis sehen. Und jetzt ist 3/4 schon weg. Das heißt, es war natürlich super lecker, aber wirklich super lecker. Steffi hat sich wieder mal selbst übertroffen. Wir genießen noch den Abend, melden uns morgen früh wieder bei euch und tschüss. Und schon ist ein Tag später. Gestern Abend die Lasagne, die haben wir noch richtig genossen. Geschlafen haben wir auch gut, aber dann heute Morgen hat leider der Regen eingesetzt. Also haben wir den Tag zum Arbeitstag gemacht, waren richtig schön fleißig. Jetzt ist schon 19 Uhr abends, aber irgendwann muss man den Kopf hier dann auch mal ein bisschen auslüften. An diesem Campingplatz ist das kein Problem. Es führen mehrere Wanderwege und mehrere Kanuwege gleich hier vom Platz weg. Einen erkunden wir jetzt noch mit euch zusammen, bevor wir euch dann später noch zeigen, für was man unseren coolen Ferrari noch verwenden kann. Los geht's! Diese Wanderung hier, die machen wir ja auch ein klitzekleines bisschen mit einem Hintergedanken. Hier gibt es viele Elche, hat uns die Campingplatzbesitzerin gesagt. Und in dieser Region hier gibt es nicht nur einfach normale Elche. Hier wurde ganz in der Nähe ein weißer, also ein Albino-Elch geboren. Der ist jetzt 10 Jahre, hat sie gesagt, etwa alt und wird immer wieder gesehen, teilweise sogar auf dem Campingplatzareal. Ihr wisst, wen wir jetzt suchen, oder? You and I wanna hold you close. Say that you won't go. Say that you won't go. Heute Nachmittag habe ich den Ferrari intensiv genutzt, nicht nur um die Lasagne nochmal warm zu machen, sondern wir haben Brot gebacken. Ordentlich was davon gebacken. Die Gefriertruhe ist auch schon voll, weil das Coole an solchen Brötchen ist ja, man kann sie einfach zum Gefrierer rausnehmen am Abend und am nächsten Morgen sind die soweit perfekt zum Essen. Und wir haben ja auch den Omnia, dort können wir natürlich auch noch ein bisschen was warm machen dann zum Frühstück. Ja, und jetzt geht es ja noch Abendessen, oder? Ja, auch aus dem Ofen. Genau, wenn schon Ofen, dann richtig, wenn er mal da vorne ist. Ich glaube, wir machen ganz einfach schlicht Nudelauflauf. Gut, dann dürftest du jetzt das Video noch beenden. Nudelauflauf kriegen Sie nicht mehr mit? Nee, jetzt reicht's von der Küche. Pech für euch.
Wenn euch das Video gefallen hat, hier in Schweden ein bisschen anders, mal viel auch von drinnen dieses Mal, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und ja, ihr könnt ja mal schreiben, wenn ihr zum Frühstück kommt, wollt ihr lieber runde wecken, ein bisschen mit hellerem Mehl noch oder steht ihr lieber auf dunkle Stangen? Vielleicht hat es ja noch. Bis die Tage dann. Tschüss.